Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil auf Pelzig. Ja, hier haben wir in der letzten Episode was Hässliches gehört und ich könnte mich immer noch dafür kloppen, dass ich mich in der Situation zurückgelassen habe, aber ja, that's life, ne? So ist es halt. Na gut, die Farbbänder brauchen wir gerade nicht, die müllen uns nur alles zu. Gewehrhämmer, Kerosin, jeweils Magazin und wir haben Winter, beziehungsweise Kurbel, die dafür in Chem Resident Evil Fehler. Okay, hier haben wir was gehört. Muss wohl sein. Geronimo! Alter. Voll was über die Dates gezogen kriegt. Ja, heute ist auch ein ziemlich kühler Tag, ihr liebe Leute, und sehr regnerisch. Deswegen habe ich erstmals auch hier bei der Aufnahme um das Licht einschalten müssen. Apropos, der schmeichelt Licht nicht. Apfel Teufel. Anna. Ich muss sagen, die kriegt jetzt mal auf die Schnauze, oder? Die Gestalt. Übrigens, wer sich wundert, wer das ist Lisa Trevor. Und die regeneriert sich ziemlich stark. Lisa Trevor ist die ehemalige Tochter vom Architekt von dem ganzen Lade hier. Ich glaube, der steht wieder zügig auf. Ja, wir sollten gehen. Wobei, ich möchte es halt einmal ausprobieren, einen Kampf mit der. Ob man da eventuell auch eine Trophäe kriegen, wenn wir die ausschalten. Ja, sie bricht wieder zusammen. Wir können sie eine zufällige Art zünden, oder? Nö, das brauchen sie jetzt nicht, natürlich. Okay, da haben wir jetzt wieder Platz geschaffen. Und ich glaube, wir gehen hier lieber raus, oder? Wir könnten aber Ammo probieren. Nö, das bringt überhaupt nichts. Na, klasse. Okay, gut, wir probieren es einmal. Ups. Okay. Bringt einen Scheißdreck. Na gut. Dann gehen wir halt, esse ich halt einen Salat, ne? Scheiße. Ja, gegen Lisa Trevor hat man hier nicht besonders viel Chance. Ich glaube, wir können uns aber hier auf jeden Fall noch grünes Krautnei föhnen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir petzen es uns einfach mal rein. Jetzt sind wir wieder auf gesund. Das ist doch schon mal ganz gut. Also Lisa haut auch ziemlich ordentlich rein, wie man gemerkt hat. Endschlag von ihr verletzt schon ziemlich stark. Halte mal den Gaul. Ich muss jetzt mit meiner Winde darüber. Ja, und die trägt die Gesichter von ihrer Opfer als Maske. Apropos Gesichter. Da ist da irgendwo noch so Gestalt unterwegs. Ich höre doch... Ja, ich höre dich. Wo bist dann du Feiner? Feinerle? Ah, da ist er, der Schimmelseppel. Der Schimmelschorsch, so rum. So wird der Alliteration draus. Okay. Ja, ich... Okay. Schießen wir nochmal ins Kreuz und dann ist der Schimmelschorsch auch erledigt. Will ich den Anzünder? Ich glaube, wir müssen hier nochmal ein paar Mal vorbei. Wir zünden den an. Sicher ist sicher. Und ich habe keinen Bock, dass irgendwo auf dem Außengelände hier noch irgendwelche Zombies rumstolpern, weil ich glaube, wir müssen hier noch ein paar Mal vorbei. Ja, zu Lisa Trevor nochmal. Wie gesagt, das ist eigentlich die Tochter von dem Architekt, der in den 60er Jahren hier alles gebaut hat. Das heißt, das gute Mädel ist auch schon über 30 mittlerweile, oder 40 sogar. Oh, die Krähe wieder, wir sollten schnell weg. Und ja, an der hat man ein Virus ausprobiert. Die hat leider drauf angeschlagen, was ihr sehr starke Regenerationskräfte verliert, aber das Äußere hat ein bisschen Schaden genommen dabei, würde ich mal sagen. Die kam tatsächlich im Original Resident Evil von 1996 nur in Aufzeichnungen vor, die man gefunden hat, aber in Person tritt es das erste Mal hier im Remake auf. Nur so als nice to know für euch. Jo, sieht alles gut aus. Na dann.
Gehen wir doch mal mit unserer neu und schwer erkämpfte Winde direkt weiter. Also Erste-Hilfe-Spray. Jetzt, wie habe ich? Wischt was. Wischt was. Ich weiß jetzt auch nicht. Nee, wir brauchen es eigentlich nicht. Und es ist gut zu wissen, dass du noch eins steckt. Nase Rivler. Und dann geht's weiter. Okay, hier habe ich ja eigentlich schon alles geklärt, was ich klären musste. Es sei denn, hier springen noch ein paar Zomselmane durch die Gegend, beziehungsweise Hunde. Aber ich denke, die habe ich alle schon erledigt. Ja genau, du gingst nicht weiter wegen Aufzug. Und dann müssen wir hier weiter. Hier im Hof waren ja eine Menge Hunde. Da war es ziemlich gut, dass ich die Shotgun dabei gehabt habe, das Kampfgewehr. Okay. Na dann. Neuer Gegenstand, neues Glück. Und dann machen wir das auf die 90er Jahre Art. Sie hören das entfernte Rauschen eines Wasserfalls. Wunderschön. Ja, und diese tolle Sequenz, so schön verpixelt, ganz im Stile wie bei Gothic 1 und 2 mit der Videosequenz. Ah, ich finde es herrlich. Viele jüngere Leute, Spieler, dürften das wahrscheinlich als etwas grafisch hässlich empfinden. Für mich ist das Retro und Nostalgie pur eigentlich. Ich glaube, jetzt sind wir auch so in dem Bereich, wo Schlange einfach von oben runterfallen, ne? Da erinnere ich mich, glaube ich, zumindest noch aus dem alten Resident Evil von 96, dass hier in dem Außenbereich so ein paar Schlangen, so ein paar Garterschlangen als runtergefallen sind. Okay, Krähe. Ich finde ja Krähe unglaublich cool, aber die hier sind halt scheißen aggressiv, die Viecher. Und ich möchte auch nicht unbedingt von einer Krähe totgepickt werden. Die Batterie wurde weggenommen. Okay. Stromversorgung für den Aufzug ist ausgeschaltet. Irgendwo muss eine Stromquelle sein. Tja, jetzt stehen wir dumm da. Ich habe jetzt nämlich keine Ahnung, wo ich die Stromquelle herkriege. Durchsichtiges Wesen schwimmt im Wasser rum. Tja, klasse. Wo finden wir jetzt Batterie? Wo ist sie? Hier sind wir nirgendwo drauf gestoßen, so nebenbei. Kacke. Habe ich das vielleicht irgendwo im Spencer Mansion nicht gefunden? Moment. Das ist der Rache-Anarikat hier. Ja. Okay, hier waren wir auch noch nicht. Okay. Also offensichtlich ist das auch noch ein Neugebiet hier. Ah ja, okay. Jetzt sind wir tatsächlich schon so weit, dass hier die Schlangen runterfallen. Wie im Original. Zumindest glaube ich mich aus dem Original daran erinnern zu können. Okay, da geht's auch wieder irgendwo hier. Ich stolper hier gerade mal wieder planlos durch die Gegend und habe keine Ahnung gehabt, dass es hier noch weitere Abzweigungen gibt. Aber gut. Schön die Perspektive. Dann gehen wir jetzt halt auf die Batteriesuche, ne? Residenz. Aha. Residenz ist aber nicht gleich Villa, oder? Innenhof. Villa. Ah, okay. Residenz. Erinnert so ein bisschen ans Gasthaus oder das erste Haus der Bakers. Pflanzenschutzspray scheint leer zu sein. Ah, das ist das, wo wir gegen Pflanze 34, oder wie das Ding heißt, kämpfen müssen. Ich erinnere mich. Hier haben wir noch der. Da kommen wir auch rein. Ja, da ist dann die große Pflanze der Endgegner. Ah, Safe Room. Geil. Was haben wir dann hier Schönes? Wir haben noch Batteriepack. Nehmen wir doch sofort mit. Auf der Regale liegen Ämer und ein Seil. Das Seil sieht frisch geschnitten aus. Ja, da könnte man taktische Suizidbegierde mit. Dann haben wir da gleich mal das Farbband mit. Hier ist doch hoffentlich eine Truhe, oder? Inventarbox, genau. Sehr schön, darauf habe ich gekauft. Kerosin. Ja, natürlich nehmen wir mit. Sehr schön. Okay, dann können wir hier gleich mal in der Runde hier speichern. Ja, es sieht ein bisschen komisch aus. Ich weiß, mit dem
künstliche Licht, was ich jetzt hier habe, aber heute ist halt wieder der einzigste Tag, wo ich kann. Und da ist es dann leider etwas verregnet draußen. Deswegen sieht es halt jetzt leider etwas komisch aus bei der Facecam, aber macht euch nichts draus. Das wird jetzt auch öfters passieren, wenn das Wetter so bleibt. So, das können wir wieder durchlegen. Die Winde brauchen wir jetzt erstmal, glaube ich, nicht. Die können wir noch Bedarf dann uns wiederholen, würde ich sagen. Erste-Hilfe-Spray nehme ich mit. Leg's aber auch gleich wieder in die Inventarbox rein, damit wir jederzeit drauf zugreifen können. Nicht nur in dem Safe Room. Jo. Perfekt. Dann weiter geht's. Wir haben hier noch nicht einmal die Hälfte erreicht. Ah, scheiße. Ach, wenn man Schiss hat. Wenn man einfach Schiss hat, ihr liebe Leid. Okay, du ist verschlossen anscheinend. Der ist verschlossen. Türschild steht 001. Da können wir auch noch durch der und die Box können wir schieben. Oh, Moment. Das war jetzt etwas doof. Mit Kreis ist es dann, glaube ich, ne? Genau. So. Die Box können wir auf jeden Fall schieben. Die muss dann, glaube ich, genau dort hier. Dann können wir sie noch in die Richtung schieben. Genau. Nein! Chill, hör auf. Ich wollte nur einen Schieber machen. So. Genau. Und jetzt, huch, immer dieser Perspektivewechsel. So, da habe ich es mit meiner Schwester Amol drüber gehabt, von wegen die Perspektive, die hier halt dargestellt sind, machen das Ganze schon etwas gruseliger. Ufa! Alter Falter! Oh. Ja, machen das Ganze etwas gruseliger, weil man nie weiß, was um die Ecke lauert. Ist dann schon etwas stimmungsvoller. Wir gehen nochmal vorbei. Okay. Der freundliche Würgegruß kriegen wir trotzdem immer verpasst. Macht sich das auf unserer, macht sich auf unserer Gesundheit natürlich bemerkbar. Dann sollte man vielleicht eher mal Dorum gehen. Und sollten auch über die Box gehen, statt die ganze Zeit so saudumm uns von der von dem Ding do würgen zu lassen. Von dem Tentakel. Gott, ich hasse Spinne, vor allem große Spinne. Oh Gott, wie ekelhaft. Also bei mir gilt, je horiger und größer die Spinnen, desto größer der Ekel davor. Ich finde das so ekelhaft. Lederjagd, Teil davor ist von Säure verätzt. Ach, was für widerliche Viecher. Ach, wie das auch die Säure da rausspuckt. Gitt. Okay. Kraut nehmen wir erstmal mit. Rote Öllampe. Sie ist nicht angezündet. Dann ist es gut, dass wir Feuerzeug dabei haben. Das sonderbare Schatten schwebt im rötlichen Licht. Rotauge. Was könnte das bedeuten? Ich mag aber die Lampe. Die Lampe sieht cool aus. Rot und Auge. Regal voller Weihflasche. Alles noch billiger Weih. Wahrscheinlich so ein Badenser Trollinger oder sowas. Kein Riesling. Trennwand ist mit Della geschmückt. Ja, schön. Okay. Grünes Kraut. Nehmen wir auch gleich mit. Kombinieren das und füllen es uns gleich mal rein. Oh, die Musik ist geil. Eine Anzeige für den Wettbewerb im Armdrücker. Der Sieger wird von Dach zum Boss der Polizei von Raccoon City ernannt. Irgendwie ein lustiger Preis. Ich hoffe, es gibt auch dieselbe Zahlung dafür dann. Aha. Gewehrmunition nehmen wir sofort liebend an. Drücken wir gleich in unser Gewehrlauf rein. Haufe von große Fässer. Weihflasche liegen verstreut rum. Sie sind alle leer. Dort einer Durst gehabt. Naja, als hier die Scheiße losging, hätten sich die Leute wahrscheinlich gedacht, komm, füllen wir uns mal rein, was geht. Und was ist da noch? Ah, rotes Buch, ja. Das ist tatsächlich später auch noch für Rätsel wichtig. Machen wir gleich mal auf. Na. So. Was ist drin? Mischung aus grüne und blaue Kraut. Warum nicht? Kann ich zumindest, sieht aber auch schön gemacht aus, so im Detail. Aber wenn ich es runter... Ja, irgendwie ist es mit Kleber drauf. Oder es ist versiegelt mit Latex oder sowas. Es fällt auf jeden Fall nicht runter. Ja, das rote Buch brauchen... Ups, das brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Bandage with Blood.
Und Doneve, das ist dann das, worauf es uns ankommt, dann später beim Rätsel. Buch mit rotem Eiband. Buch mit rotem Eiband. Buch mit rotem Eiband. Aber schick gemacht. Schick gemacht auf jeden Fall. So. Geht irgendwo, krabbelt doch noch was rum. Rotes Aach. Grünes Aach. Ah, das hat aber nur 2 Wimpern. Okay. Das hat 2 Wimpern. Das andere, das rote, hat 3 gehabt, wenn ich mich erinnere. Moment. Noch einmal. Rotes Aach. Das hat 3 Wimpern, genau. Oder vielleicht sogar 4. Aber Ober hat auf jeden Fall 3 Wimpern. Und wenn man die Wimpern noch dazu zählt, sind es 4er. Rot 4. 3, 2. 3, 2, genau. Rot 4. Grün 2. Mhm. Muss ich mir nur alles merken. Rot 4, Grün 2 und Orange 0. Okay. 3, 2, 0 hätten wir dann, ne? Okay. Mhm. Paar Billardkugeln. Ah! Rot. Ja. Ich würde es ganz gerne. Hier! Klebt die Spintra. Ja, ich würde es aber ganz gern. Rot 3. Grün war 2. Und Orange war 0. Also da kann ich nichts machen. Ach, Gitarre-Kaste, der leer ist. Ja, da klebt noch ein Spintra. Das sind die Billardkös. Und da kann ich jetzt nichts einfach so ändern. Okay. Ach, wie ekelhaft. Da hängt die Spinne noch dran. Kann ich die abschießen? Mhm, das konnte ich. Zuckt die noch? Die hat lauter kleine Spinne ausgespuckt. Ihihihi. Ja. Rot 2. Wir gehen mal weg von dem. Den ist noch ein Aschebecher, so ein Standaschebecher, aber mit dem können wir nicht interagieren. Ach. Na gut, jetzt haben wir den neuen Gegnertyp Spinne auch noch eingefügt kriegt. Okay, wisst Bescheid. Rot, Grün, Orange, 3, 2, 0. Das heißt, wenn wir irgendwo einen Code eingeben müssen oder so, wissen wir Bescheid. Hoffentlich. Die Musik ist aber echt geil. Okay. So, jetzt gehen wir hier rüber. Damit uns der freundliche Würger nicht nochmal umschlingt. Mhm. Dafür war die Kiste danach gedacht. Okay. Na gut, dann schauen wir mal, was hier lauert. Mal kurz auf die Karte gucken. Ja. Okay. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Sieht verdächtig aus. Ich gehe mal auf die Pistole wieder. Da haben wir nämlich wesentlich mehr Munition. Ich traue dem Brote nicht. Zeitungen liegen verstreut rum. Die scheinen alle Artikel über Stars zu enthalten. Okay. Das ist verschlossen hier, der Raum. Der ist verschlossen. Tür steht, Schild steht Galerie. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, genau, der Raum 002. No, that wasn't part of our deal. But it's not necessary to destroy stars. What about my family? If I play my cards right. Verschwörung. Und was ist hier noch? Du hast eine Karte von Residenz. Natürlich nehmen wir die mit. Ui, das ist doch größer als gedacht hier, das Ganze. Ich habe die Karte von Residenz und du ist ein Loch in der Wand. Aber dafür brauchen wir erstmal was anderes.
Jetzt gehen wir mal durch, wo der Barry war und sich mit wem unterhalten hat. Jill. Barry, I heard someone talking. Oh, you heard. I think age is starting to take its toll. Talking to myself is becoming a bad habit. Talking to yourself? You all right? What's gotten into you? I'm getting you worried, aren't I? But don't, I'm alright. I guess this creepy mansion has gotten to my nerves. Anyway, I think I'll go outside, get some fresh air for a change. Don't worry, I'm just going to get some fresh air. If I'm lucky, I'll get to waste some monsters along the way. Ja, das war sehr wackelig, die Verteidigung, würde ich mal sagen. Okay, was haben wir dann hier alles? Da ist noch ein kleines Zimmer. Zusätzlich zu dem Zimmer hier. Ah, hier kann ich was verschieben, glaube ich dann, ne? Aber erst mal gucken wir daneben noch ins kleine Zimmer, was wahrscheinlich ein Badezimmer ist. Ah, Bericht zu Pflanze 42. Genau, das ist das Vieh, was hier unser Endboss ist. 4 Tage sind seit dem Unfall vergangen. Die Pflanze an Punkt 42 wächst noch immer erstaunlich schnell. Obwohl viele Aspekte dieser Pflanze unbekannt sind, wissen wir, dass der T-Virus im Vergleich zu anderen Pflanzen eine deutlich stärkere Wirkung auf sie hat. Der T-Virus hat sowohl Anatomie als auch Größe der Wirtspflanze grundlegend geändert. Der derzeitige Zustand erlaubt überhaupt keine Rückschlüsse auf die ursprüngliche Form mehr. Nichts auf Erden kommt ihm gleich. Wir haben festgestellt, dass Pflanze 42 2 Quellen zur Aufnahme der erforderlichen Nährstoffe hat. Eine Quelle sind die Wurzeln. Anscheinend sind die Wurzeln bis in den Keller vorgedrungen. Unmittelbar nach dem Unfall verlor ein Forscher den Verstand und zerstörte den Aquaring. Seither steht der Keller unter Wasser. Es ist wahrscheinlich, dass eine der Chemikalien im Wasser das enorme Wachstum von Pflanze 42 begünstigt. Wir konnten diese Chemikalie bislang jedoch nicht isolieren. Ein zwiebelartiger Teil der Pflanze 42 wurde an der Decke des Erdgeschosses entdeckt. Wir sind überzeugt, dass sie das Erdgeschoss durch die Belüftungsschächte erreichte. Unzählige lange Schlingen ragen aus der Zwiebel hervor. Wir nehmen an, dass diese Schlingen die zweite Methode zur Nährstoffaufnahme sind. Wenn Pflanze 42 ein Opfer wahrnimmt, fängt sie es in ihren Schlingen. Anschließend entziehen Sauger an den Schlingen dem Opfer sein Blut. Die Pflanze zeigt auch Intelligenz. Beim Fangen von Opfern oder im Ruhezustand winden die Schlingen sich um die Tür, um mögliche Eindringlinge fernzuhalten. Leider sind bereits eine Reihe unserer Wissenschaftler Pflanze 42 zum Opfer gefallen. Berichte der Überlebenden weisen alle eine Gemeinsamkeit auf. Wenn die einheitlichen blütenblattartigen Klappen sich öffnen und das Innere freilegen, wird die Pflanze deutlich aggressiver. Ein Zeuge hatte den Eindruck, dass die Pflanze sich zu verteidigen versucht. Die Gründe für dieses Verhalten sind noch unbekannt. 21. Mai 1998, Henry Sarton. Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass das Vieh ganz schön weit hier rumwächst. Und wir gucken jetzt nochmal hier in den Deal rein. Da gibt es dann später noch eine Methode, Chemikalie zum Mixer, um das Vieh noch zu schwächen. Aber das habe ich irgendwie nie so richtig kapiert, wie das funktioniert. Wasser tropft aus dem Becken, wahrscheinlich die defekte Dichtung. Oh, oh. Was sind denn das für Geräusche wieder? Residenzschlüssel. Natürlich nehmen wir den mit. Jetzt kommt aber bestimmt wieder irgendwo ein Zombie. Wasser leckt aus dem Behälter. Wasser tropft aus dem Becken, wahrscheinlich die defekte Dichtung. Das hatten wir schon. Wetten wir, jetzt kommt einer. Wetten wir, jetzt kommt einer oder steht einer da? Ich könnte eigentlich schon fast drauf wetten. Das war irgendein Geräusch. Ja. Daneben ist auch. Oh, Alter. Daneben ist auch nämlich Blut an der. Okay. Scheißkerl. Ich zünd mir erstmal an. Boah. Ja, der Kerl hat es irgendwie gepackt, der aufzumachen und hier reinzustolpern. Warte mal, können wir das Ding hier wegziehen oder so, oder? Dahinter kommen wir nicht, ne? Warte mal. Und dann so.
Aha, da geht's doch noch irgendwo runter. Okay, dann würde ich aber mal sagen, ihr liebe Leute, wir haben mal wieder die 25 Minuten für heute erreicht. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Resident Evil auf Pelzig, wo es hier weitergeht in der Residenz. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.